So, als nächstes geht's in die Premier League wieder. 6. Spieltag. Und es steht Norwich City an. Oh ja, gut. Unsere Aufstellung lässt wieder zu wünschen übrig. Alle wieder in Spitzenverfassung. Das heißt, es wird ein kompliziertes Spiel. Ja, ich frage mich, warum wir alle so schlecht sind. Also wenn einmal ein paar dabei warten, die mal nicht in Top-Verfassung sind, kann die ja noch verstehen, aber es sind ja immer der 3/4 Teil. Gut. Aber wir müssen das Beste draus machen. Es hilft einfach nicht. Und da können wir auch nicht groß meckern. So, jetzt frage ich mich, können wir denn mit darin was machen? Es gibt doch hier bei Pro Evolution Soccer den Laden und da können wir uns Verbesserungen kaufen für die späten Punkte. Davon haben wir aber nur 675. Jetzt muss ich mal schauen, was da so es gibt. Macht Ausdauertraining effektiver. Okay. Fähigkeitsbooster. Resistent gegen Verletzungen. Gut, Verletzungen haben wir eher wenig. Einzeltraining alle. Achso, das kostet 5000 Punkte. Ja, gut, die müssen wir erstmal zusammenkriegen. Torschusstraining. Macht Passspieltraining effektiver. Das kann man machen. Das kaufen wir uns einmal. Gekaufte Artikel müssen angelegt werden, um wirksam gemacht zu werden. Das können wir jetzt. Hochhalteball. Und wo können wir denn anlegen? Schuhe. Ausrüstung. Ach, doch erinnert. Ja, wer kriegt denn das Passtraining? Vielleicht Caballé, ja? Da heißt die Spezialfähigkeit genauer Pass. Vielleicht bringt's was. Gut. Dann wollen wir weitermachen. Achso, jetzt haben wir schon drüben umgestellt. Naja, gut, das macht nichts. Starten wir mal durch ins 6. Spiel an die Carrow Road. Gegen Norwich City. Die sind, glaube ich, in der Tabelle, was ich gesehen habe, auf dem 16. und wir sind auf dem 15. Und bei Niederlage sind die natürlich vorbei. Aber wir haben sowieso vor, mal wieder einen Sieg zu machen. Wir haben erst einen. Da glaube ich, haben wir gegen Stoke City gewonnen. Vorsicht. Ecke. Und die macht Bennett. Also erste Gefahr für Newcastle. Ja, der Pass ist nicht okay. Ich hoffe doch, das bringt was bei Caballé. Also den Artikel, was wir gekauft haben. Ja, das war wieder nicht so guter Angriff. Langer Pass, aber den kann Demba wieder nicht laufen. Ja, der läuft immer in die verkehrte Richtung. Er läuft nach unten, aber es wird effektiver, wenn er nach oben laufen hat. Also finde ich jetzt zumindest. Dafür kommt Ben Arfa durch die erste Torchance eine Ecke auszuholen.
So, die führt Ryan Taylor aus. Erste Ecke für uns. Drüber. Ben Arfa wieder. Ja, der Mbaba es ist kein Sprinter, es ist nicht der schnellste. Leider ist er aber immer der in der Position, wenn er gerade flitzen soll. Ronaldo war hingegen der schnellere Mann. Taylor, ja, macht wieder sehr elegant. Ja, die probieren es auch gerade mit langen Pässen unsere Abwehr zu zerschneiden. Lange Pässe haben wir nicht drauf. Also zumindest nicht auf unsere eigenen Männer. Das sollte man unbedingt noch verbessern. Und zwar dringendst. Das war jetzt auch wieder irgendwie ein fragwürdiger Pass. Vorteil. Aber den können die nicht nutzen. Ja, die stehen da hinten richtig dicht drin hat. Mit 2 Viererreihen. Und machen uns natürlich das Leben damit schwer. Und wir haben auch nicht die geeigneten Mittel dazu. Außen jetzt Caballé mit der größten Chance bisher. Der halt auch die Kapitänsbinde tragen darf. Gut, jetzt wo spielen wir wieder hin? Es steht nämlich wieder kein Mann frei. So, jetzt ist natürlich wieder hinten dicht. Und es schwirren unglaublich viele gelbe Spieler rum. Demba Ba. Aber der war natürlich nicht drin. Ich glaube, wir können uns schon glücklich schätzen, wenn wir wenigstens einen Arme treffen. Bei der Abwehr. Tiote links vorbei. Jetzt müsste er gerade noch mal aufs Tor gehen. 5:0 Torschüsse. Leider war bisher noch kein einziger drin hat. Ben Arfa, kein Abseits. Ja, und das war nur ein Schüsschen, was er abgegeben hat. Nichts Gefährliches. Ja, und beim 7. Torschuss, ich glaube es war der 7. Klappt es endlich. Demba Ba köpften zum 1:0. Und ich glaube, es ist Zeit geworden. Und zwar allerhöchste Zeit. Ich denke, der Trainer ist auch sichtlich erleichtert. Und damit wir jetzt einmal führen.
Ja, hat gar nicht so schlecht ausgeschaut. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hinten nicht anfangen. Die werden natürlich auch nicht jetzt dumm rumstehen und zuschauen, wie wir da den Sieger erfahren. Deswegen ist Vorsicht auch gesagt. So, gleich Halbzeit. 2 Minuten wird Nachspielzeit. Jetzt geht's 4 gegen 3. Demba Ba über links. Ben Afa. So, gibt nochmal Ecke. Gut, jetzt wird es gleich die Halbzeit geben und die gibt es jetzt auch. Also 1:0 zur Ende von der ersten Halbzeit. Ja, Norwich City hat nicht einmal einen Schuss abgegeben. Wie 8 Mal. Davon sind 4 aufs Tor gegangen. Einer davon ist eingegangen. Immerhin. So, jetzt ist die Frage, wollen wir wechseln? Oder lassen wir es dabei? Ich glaube, wir lassen es erst einmal nur dabei. So, also starten wir in die zweite Halbzeit. 1:0 führt Newcastle. Und wir wollen das natürlich ausbauen. Ja, Obertown hat, glaube ich, hat auch nicht die beste Schusstechnik. Also zum Tore schießen ist der nicht auf der Welt. Mittlerweile der 10. Torschuss. Tiote. Obertown. Ja, und das war doch gar nicht mal so schlecht gespielt. Nur der Schütze war nicht gut. Und jetzt natürlich Konter. Norwich über Kane. Und er bringt einen einer. Und der andere bringt ihn ins Tor. Und ich habe es vorher noch gesagt, dass die jetzt nach vorn spielen werden. Denn die wollen nicht einfach nur zuschauen. Ja, und so war es wieder. Und somit steht es 1:1. Und der andere da vorne hat einen rotzfrech. Hat einen Torwart getäuscht. Und der war natürlich chancenlos. Ja. So kann man es natürlich auch machen. Sollten wir uns einmal abschauen. Ja, jetzt sind wir wieder soweit. Es steht unentschieden. Und wir wollten eigentlich gewinnen. Und ich glaube, das Dammer war. Demba Ba legt noch. Was Demba Ba? Ja, sein zweites Tor heute. Also es steht wieder 2:1. Wir führen erneut. Das war die schnelle Antwort auf den Ausgleich. Ben Afa hat den sehr schön verklickt. Und Demba Ba hat den dann auch gleich verwandelt. Also, es heißt, wir führen wieder und daten 3 Punkte kriegen, wenn wir das auch heimbringen. Allerdings dauert es noch ein bisschen, denn wir haben erst die 60. Minuten. Und die anderen drucken jetzt.
Ja, das war nix, eh. So, mittlerweile haben die anderen nochmal gewechselt. Ja, das war wieder so typisch Tiote. Also ich glaube, den Typen da wir wirklich bald verkaufen. Vorsicht. So, abgewehrt. Obertan ganz allein auf der linken Seite. Aber wir kommen einfach nicht in die Position, dass wir mal abziehen können. So, erklären zum Einwurf für uns. Und wechseln erneut aus. Vielleicht sollte man das auch mal machen. Nachdem wir den Angriff abgewehrt haben. Ja, jetzt gibt es Gelb gegen Coloccini, der argentinische Innenverteidiger. Der hat nämlich Jackson umgepflügt. So, dann schauen wir mal. Ja, es schaut bescheiden aus. Wird dann nochmal Dembaba außer. Tja, und jetzt hat. Das schaut nicht so gut aus. Tiote kann da Innenverteidiger spielen, aber der ist nicht groß. Das ist natürlich nicht gut. Da haben wir mal Anita rein. Ich glaube, der spielt einen Tick besser. Auch wenn er erst bei Stärke 69 ist. Aber im Grunde kann er nicht schlechter spielen als der andere. Und der andere hat Stärke 80 Mann und spielt schlecht. Also ist ja nicht so tragisch. Ja, Ronaldo winkt, aber es ist etwas unrealistisch, dass der Ball noch kommt. So, jetzt gibt es erst einmal Ecke. Die vierte bereits. Und es gibt nochmal eine. Genauso beschissen. Und die geht jetzt mal drüber, aber von uns. Ja, das heißt Abstoß. Der 14. Torschuss bereits. Aber die Auswertung ist sehr bescheiden. Ja, in die Hände von Ruth. Was war das jetzt? Ah ja, gut. Ja, aber müssen wir auch dazu sagen, unsere Spieler sind überhaupt nicht in Form. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Auswertung so schlecht ist. Ja, Foul von Obertan. Und es brechen die letzten Minuten noch. Aber das heißt, wir noch nicht, aber wir in Sicherheit sind. Denn die anderen probieren natürlich mit allen Mitteln.
So, 4 Minuten Nachspielzeit. Warum auch immer. Na wie jetzt? Es gibt Abstoß. Das war doch faul, oder? Ja gut, lassen wir mal so gelten. Und es war kein Abseits. Und Ronaldo kann es machen. Ja, und jetzt ist Fakt, dass wir 3 Punkte mitnehmen. Ja, über das ganze Spiel über war eigentlich nicht zum Singen, der Ronaldo. In den 90 Minuten allerdings ist er da und macht's er. Kann uns natürlich nur recht sein. Ja, und somit haben wir den zweiten Saisonsieg in der Tasche. So, jetzt kann er ruhig mal abpfeifen. Und das macht er jetzt auch und damit gewinnen wir auswärts gegen Norwich City 3-1. Mit unglaublichen 16 Torschüssen. Ja, der Song. Somit rückt man nämlich wieder auf. Und zwar auf Platz Nummer 12. Natürlich reicht es noch hinten und vorne nicht. Wir wollen ja international spielen. Auch in der nächsten Saison. Und das heißt, wir müssen mindestens unter die ersten 7. Aber ich glaube, das wird kein leichtes Unterfangen. Ach so, ja, gut. Den Verteidiger kriegen wir nicht.